Schönen guten Abend zu einer weiteren Emission von Jeunesse TV. Passend zur Jahreszeit melden wir uns heute vom Escher Christmarkt. Und auch wenn wir kurz vor der Feiertag stehen und die Gedanken von den meisten von uns sich nicht wirklich rund um den Fußball drehen, invitieren wir euch aber die nächsten 20 Minuten allerhand Neuigkeiten von der Jeunesse gewürzt zu gehen. Die Kippe ist bekanntlich ja schon an der Winterpause. Und die erste Monate von der Saison gaufen nicht ein paar gute Resultate, es gauf aber auch der Männer guter. Der Jean Noël aus dem Komitee von der Jeunesse zieht für uns den Bilan über die ersten 5 Monate von der Saison und guckt aber auch schon ein bisschen auf hier. Kann ich so also ein bisschen durchschwurz, der ganze Parcours. Kann ich mal positiv, kann ich noch mal einen negativen Ärger sehen. Durchschwurz so nicht. Weil als Leistung den eine Sonne so ist, den anderen Sonne so. Wir sind nicht ziemlich konstant an dieser Leistung. Wir animieren zwar meistens Spiel, aber ich muss aber sagen, dass wenn wir gegen die Kippen die Hand dranstehen, dass wir dann als Live mehr holen. Par contre, wenn wir gegen die Equipen aus dem ewigsten Tabellendrittel spielen, dann sehen wir es relativ gut aus darauf her. Positiv gesehen ist, dass das ist eine relativ junge Equipe, den Alter und Durchschnittsalter liegt zwischen 21 und 22 Jahren. Und ich meine, wir haben noch einen Teil neue Spieler, die sich müssen integrieren. Eine Integration, die geht nicht nur über den oder 2 Monate. Ich meine, da sind wir bei der halben Saison. Sie haben sich relativ gut integriert. Wenn ich den Ken hören, wenn ich den Jonathan hören, wenn ich den Brian hören. Und die jungen Spieler, die nur geregelt sind, muss ich zwar sagen, dass sie sich relativ gut integriert haben. Das Negativ ist, dass das, wenn man als Torverhältnis guckt, ich meine, 27 Goal geschossen, dagegen kann ich ja nicht sagen. Ich meine, wir haben auch die nächste Bitte dabei an der Equipe. Das ist ganz positiv. Ich meine, das heißt doch, dass wir offensive Fußball, dass wir noch 4 spielen. Ne? Das ist mir negativ, dass wir das 20 geschossen haben. Ne? 20 Goal geschossen, das ist relativ viel für als Verteidigung oder was man so für als defensive Sektor. Und ich meine, du musst den Level auch gesagt gehen. Da muss viel mehr seriös und konsequent geschafft gehen. Für allem geht die kleinen Equipen, wo man relativ viel Goal geschossen hat. Ich meine, du spielst schon so viel am Kabo. Ich meine, die jungen Spieler, ich meine nicht so, wenn du gegen Diddling spielst oder gegen die von Bier spielst, wenn du gegen die spielst, respektive gegen Niederkur, da weißt du, dass du fern gehen. Sonst kriegst du richtig angesehen. Wenn du gegen die sogenannten kleinen Equipen, ich konsideriere sie nicht mehr als kleine Equipe, weil an der Zwischenzeit sind die als alle Equipen an der BGL League für seriös zu holen. Ich meine, sie schaffen ganz gut auf kollektiven und auf taktischen Plan. Das gesagt im Terrain, ich meine, wie sie organisiert sind, wie ihren Ansatz ist. Ich meine, du kann in den Equipe keinen Vierwurf machen. Ne? Was der bei so kann der Vierwurf machen, das ist eine gewisse Überheblichkeit da ist. Und ich meine, wir bringen einfach nicht fertig, gegen Equipen, die unter uns in der Tabelle stehen, daheim die klar zu dominieren. Ich meine, das war immer der Jeunesse sehr stärkt. Wenn ich auf die Grenze komme, dann nicht ein bisschen an stellen, weil dann hast du 90 Minuten bombardiert gehen. Und ich meine, das ist momentan nicht der Fall. Man ist so, da muss man wirklich schaffen, dass wir die Macht daheim gehen. Wir sind jetzt mal darum, wir haben das Saison nach keinem Match verloren. Und ich will auch hoffen, dass das an der Rückrunde so bleibt, weil an der Rückrunde haben wir die Deckbrocken alle bei uns daheim. Wenn ich auf der Jeunesse spielt, da geht nicht mehr durch, auf der Grenze abzulaufen. Da muss ich doch von uns mit Gas gehen. Ja. Und ich meine, das zählt so gut wie auf der Grenze wie auswärts. Und ich meine, wenn ich gesehen, wie sie an der Woche schaffen, das öfter im Training, dann gesehen ich, dass du wirklich viel Engagement hast, dass viel Disziplin du hast, dass viel Respekt du hast, dass auch viel umgesagt geht, was ein Trainer hin auf den Weg geht. Mir wenn ich dann aber gesehen, am Endeffekt, was sonst Heinz du dabei herauskommt, da freue ich mich, was geht an den Kopf von einem Spieler für, den sich dann 5-6 Mal richtig aufrackert an der Woche und dann die Sonne auf den Terrain kennt. Und dann, ich will das für Touristen nicht gebrauchen. Ich meine, bei dem letzten Match war das richtig umgebracht, wie unser Kapitän das gesagt hat. Dann sind verschiedene Spieler, die auch einfach die Impression geben, dass sie Tourist wären. Ne? Und ich meine, das können wir nicht tolerieren. Wir wollen das doch nicht tolerieren. Ich meine, die Spieler, erstens mal, geben wir ihm die Chance, für die Jeunesse zu spielen. Und zweitens wird dann bezahlt, unter Guillemets, ich meine, der geht ein Prim. Und ich meine, da muss auch die ganze Stolz und die ganze Ehrgeiz, die muss ja wirklich präsent sein, für die Jeunesse all Sonden 3 Punkte anzuführen. Ich kann schon so, am offensiven Sektor sind wir krank.
méi wann 27 Scholer scheissen an de Hinrun, dann ass dat schon gute Park. Ich mein, sinn net weide wäch vun der echtter Platz, wat Performancen an der Tago geht. Ich menggen missen als awer trotzdem op enger Positionioun verstärken. Am offensive Bereich missen op enger Positionioun verstärken am kreative Bereich, dat Techt am offensive Mëttelfeld. Ich meine, wenn man die 2 Plätzen lo mat 2 Spieler, die als wirklich weiterbringen, so die wirklich Verstärkungen sind, wenn man die kreen, gebe ich so, dass man an der Rekord eine gute Figur machen. Da gucken wir mal, wie die Saison weiter verlief. Die Rekord fängt übrigens recht Ende Februar an und dafür gehen es aber noch ein paar interessante Trainingsmatcher, mehr dazu noch. Ja, an ohne Arbiter kann kein Match gespielt gehen. Und auch wenn wir uns oft über zu abregen, so wissen wir doch ganz genau, dass sie meistens recht tun, wenn wir uns das ganz mit dem nötigen Aufstand durch den Kopf gehen lassen. Wir haben uns mit einem von den besten Anatinen hier am Land, dem internationalen Arbiter Sven Bindels, darüber unterhalten, wie es dann ist, ob der Escher Grenze zu pfeifen. Interessiert tut uns aber auch, wen ihr überhaupt bei den Arbitrage könnt. Még speziell Fall war bësse fir belechtech méi Pap, dat schon Erbieter war an dunsch gesinn bei de wo internationalen Erbieter, dat ka flott sinn fir och international Matscher, woch die nationalen Matscher auch die Freundschaft, die do ginn ascht Erbieterer Spieler, die haut bësse méi op Distanzgang ass bëssen ëwer méi zum semiprofessionellen Hai am Land geht. Mech gif menggen ech hat wo man en gewëssen Bewusstsinn fir Gerechtkeet a fir Fairplay. Och do wéng sinn Erbieter ginnner, wellch spielerisch läit net schlecht wärläit Dugang fängéich Division michch mengg do woch peife wird wahrscheinlich nie Dugang. Lass du soden als Gesellschaft immer méi Respekt fehlt, es war doch der bitten dem Terrain ze Spere kreen. Si schon Matscher wo en Donno 5 Hüten an der Wässer sitzt an bisssen rouech nodenklich ass warschmeng zoll nëmmer selbstkritisch sinn als Erbieter fi wat wären Leiitläit so opbrucht. Schmenge fréier konnten noch Leiit ernstnecht ëmgoen mat enger Niederläch oder läit mat enger Felddivisionun. Schmenge mis noch Mënsche, man mache grad so Fehler wie Spieler Terra an probéiert den dann no Match ze summe mat Assistenten ze kucken okay, wat Matchläit schlecht gemet, dat et läit do ze kommers oder warläit eng 10-11 Meter, wo läit kann iwwerstreit, wo fir awer läit klo war. Ech menge wichtig selbstkritisch ze sinn, fir mat den Situationune kënnen ëmzugoen an wichtig mengglech och fir Äner Leiit op de Wee ze ginn, dat zeläit méi Diszipliner und Spieler soll bringen. Hat sech Medien oft doch Trainer bisssen onre vubause mat rabringen, vu mir als Erbitren als Mensch perélech gife wënschen, dat déiläit o bësse kucken hier Spieler roueg ze fir den ëmmer Spieler drinnner, die bësse méi so mal opsinn so mé die Kri do den sech gewëssen Handhabung mat Gel oder rode Karten oder de beschwätzen mat de Spieler. Dann déi Rof gi mir am Publikum ass natilech relativ schwierigg. Fir ëmzugun mat als Breien Heinz wann vi schwieren Herde Matgers wie viel vernannt gëtt, war dat meescht heier den erwent de Match, weil konzentriert op de Matgers. méi Heinz zu Breien awer 1-2 van den onnner vu verantwortlichen wirklich vernannt gëtt no Match oder an de Wässere nach als Breien der schon 1-2 wie sich wie so dewer gedanke mcht, wieso so weit kommmer op die Fläit am recht. Bësse mir oprausen war derläit doch zu onrecht. Breden Erbieter sech ernstnech fir je dem op en absolut Spitzenmatch zumol oder Fläche Match wo dem bësse Manner geht zum vun der Saison. Ich gif menggen Vierbredung ass immer relativ zellecht, also ich probe nur mein Trainingsplan an der Woche anzuhalen, dat ich eben physisch Topniveau sinn okay gedanklich guck den zerläit bëssen Zeitungen werdlo wen spielt. Bëssen fir ze kucke wee sinn Schlüsselspieler fir natürlich och do bei den guten Ekippen Schlüsselspieler bëssen ze schützen schmengen, wann den der mégt dat dee vun der Ufang vun drécher Minuten bësse méi an Zokekrit wie gesot fir do wirklich Schlüsselspieler rauszufiltern an déi dann eben noch ze schützen als eng Spëtzematsch. Ja. Wat huet dein Familie NS op se mat den Erbiterin? Ma INS das obligatorischen Training fir alles wat déiere Promotionioun an BGL League peift als aldonnechten Training INS. Dat techt während der ganzer Caesar an dann noch méchens geht schon den Mount ihr Caesar ugeet an noch ihr Wanderpaus River as Mount hier dun geht dun, wo man dann eben vum Bigach dann das als ein Trainer, wo man dann eben physisch trainéiert gin, fir dat eben noch do fit bleiwen an war fir dresch muss ich natürlich auch fir sech selber machen. Also ich persönlich gucken immer, dat ich op 3 bis 4 Traininger komme plus mein Match, dat ich op 5D Training sech an der Woche sinn an 2 Repostage oderläit Recovery Stage fir schwamme geht oder bis an de Fitness geht. Mi woch mat engem Joke Novos Arbiter vun der Jeunesse geschwert. Wat mcht der besonsche Sperse im Arbitrage?
Also ich wollte das, ich früher immer, schon immer Habiterin am Fernseher. Ich frage mich immer, wie sie den Druck da aushalten. So, dass ich probiere doch ein Chaos und das wirklich. Also wenn zum Beispiel das Falschpipes und das richtig und das ganze Publikum dafür ist, möchte Spaß, also klein Kinder zu arbitrieren. Also da kannst du feststellen, dass dann Zukunft mir oft muss, dass du vielleicht eine Karriere als Richtenarbiter abschließt, bis bei Senioren zu pfeifen, eventuell internationalen Arbiter zu gehen. Also da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, aber ich auch ein bisschen mit der Schule und dafür würde ich gucken, bis mich spät, mich umzumelden für einen Habiter und dann gucken wir mir an, ob ich noch etwas in der Rechte mit Habiter. LuxTP, Erbauentreprise mat iwwer 300 Maderbichter ass Zter méi wie 40 Joer Lettzebuier Marché. Nieft Strossen, Bricken, Gebaier an Eisebunchantieren ass LuxTP och fir Privattransformatiounen do. Embauten, Garagenafährten, Aménagementer, Stëtzmauuren an segur Buerzëmmer. Iwerall kënne mer op Lettzebuiech, Fraésich, Deitsch oder Englisch beroden an ege gratiste wie machen. Ein qualitativ heichwertig Erbicht an dazu faire Preiser. Für weitere Informationen guckt op luxtp.lu oder ruft un 35 79 79. An noch wann die Gros an der Wanderpaus sinn, so spielt also Novos munter weiter. Allerdings geht et och fir sie Loro vum kalen Terra an die Warmhall, weil an de Wander Main spielt der Well en halle Championat aus. Jeunesse Poussin hunn do fir kurzem den echten Tour an dem Championat ze summe mat 5 andere Kippen an der Hall zu Lalling gespielt. Awer je Tine dobei ergangen ass, dat erzählt als Luzandra Schmidt. Je suis là au Luxembourg depuis 2006. J'ai toujours joué au foot, mais ça fait déjà, c'est ma deuxième année consécutive que je suis entraîneur à la jeunesse. Bon, l'importance du foot en salle, c'est que pour les joueurs, c'est plus technique. Ils apprennent déjà à faire mieux le dribble, parce que c'est un terrain plus petit, ils sont obligés de faire les dribbles plus petits pour pas que le ballon il sort, et ça donne plus de qualité au niveau technique. Est-ce que la motivation des enfants est toujours la même? Oui, toujours, soit c'est à l'extérieur ou à l'intérieur, ils ont toujours la motivation de venir aux entraînements et venir jouer au match. Et quelle est, selon vous, la différence entre l'entraînement des jeunes et l'entraînement des seniors? Bon, au niveau des seniors, il y a déjà beaucoup de tactiques. Les joueurs, ils assimilent mieux déjà les choses tactiques que les enfants, ils n'arrivent pas encore à comprendre. C'est juste ça, parce que pour les enfants, si on explique déjà un peu tactique, il y a certains qui ont déjà une culture assez élevée qui vont comprendre et les autres non. C'est pour ça que dans le foot adulte, c'est déjà beaucoup plus facile parce que les joueurs ils ont déjà une autre culture tactique, ils comprennent déjà beaucoup mieux le foot. Et qu'est-ce que vous souhaitez aux enfants pour leur avenir et leur carrière? Bon, je souhaite toujours qu'ils agrandissent petit à petit au niveau joueur. Qu'après un jour, je le vois la plupart jouer en première équipe. Was gefällt dir da besser? Da draußen auf der Wiese spielen oder heimbannen an der Hall? Heimbannen an der Hall. Das viel mehr besser, weil da draußen die sich schnell wehren, die sich nicht so schnell wehren. Schrups nem Tau an das alles okay. Als Fußball dein Lieblingssportart? Ja. A wieso? Weil Spaß möchte. Ich möchte einfach Spaß. Und das ist mehr cool wie alle anderen Sachen? Ja. Das ist ein aggressiver Spruch mit Bon, das ist der Spruch, den möchte ich schon dicker, wenn der aggressiv ist. Und du, spielst du lieber da drinnen oder da draußen? Da draußen. Auf ihr was? Die sich mehr wehhalten, der brennt zu viel. Und dann will ich lieber draußen. Kann ich besser schießen. Aber was fanden die alle gut in der Cool und der Jeunesse? Jeunesse wird schwarz-weiß
Trikoen an Juwe oder doch schwarz-weiß Trikoen. Mein Lieblingsequipe ist Jeunesse, weil sie die beste Spielwelt von der Welt. Aber die Schlachtkabine. Joer iwwer gëtt jom vun ganz vill Fußball dobause gespielt. Wéi je wär huet fir Icht an do den Halle Fußball? Ich van den Halle Fußball immens wichtigen Deel vom ganze Fußball, weil einfach Technik immens gefordert gëtt an der Hall an well auch immens de Spaßfaktor dabei kennt, kann er sinn wirklich immens froh fir an der Hall zu spielen an so dat mir als da noch freeen. Wa dats dann am Fong de grossen ënnerscheet lottech der Hall an dobausen? Wie Jo schon fir gesot und Hall ass im wesentlich mir eng, dat Techt geht wesentlich méi Technik dobausen as et méi dat leferrecht Technik ass natürlich überall gefrot méi an der Hall speziell. Diet Dir selber Langzeit bei der Jeunesse gespielt. Wie gesäidet du aus Hall dann noch den Kontakt zur Jeunesse? De Kontakt ass nach bëssen do mé awer net wie woer die Zeit woch nach gespielt hunn. Schon zum Schluss zu Dëifer den gespielt, so dat de Kontakt zu Dëifer den Lohn nach méi ass wie op der Jeunesse. Mech kommen awer regelmäßig awer pummel Saison kucken. Jeunesse News muss man haut mat enger ganz trauriger Nouvelle ufenken. Den 19. November ass als freiere Spieler a Co-Trainer Daniel Ferracini no längerer Krankheit gestorwen. Wir willen ihm auch op dieser Platz gedenken. Den Daniel Ferracini huet tech 1984 an 1989 op der Grenz gespielt, a war vun 2007 bis 2010 am Trainerstaff vun der Jeunesse. An der gëlt doch schon se Statummer fir 2 Freundschaftsmatscher opzeschreiben, déi als Ekipp géint 2 ganz interessant Gegner aus dem Saarland werd spielen. Samstes den 31. Januar gehtet op der Grenz géint den SV Elversberg, dat ass D-Club, bei dem de Brian Millis fréier gespielt huet, an och schon de Letzebuer Nationalspieler Maurice Deville. Elversberg huet läst Saison an der 3. Bundesliga gespielt, genauso wie den 1. FC Saarbrücken géint demer engwoch mi spéit werte spielen. Och do huet de Maurice Deville eng Saison lang gespielt. Beid Vereiner hunn iwwergens gut Chancen nächst Saison nees an d Bundesliga opzesteigen, interessant Gegner dem no. Wéiviel Auer a wo genau ugepaf gëtt, kën der op eiser Internetseit www.jeunesse-h.lu nokucken. Eventuell kënnet Matscher och verlot ginn oder sogur ganz ausfällen war schlecht wie ass. A gene wie Championat geht doch de Jeunesse stammdech an seng Wanderpaus, bis Championat nis ufängt. Mir hallen jo selbstverständlich Laufenden, wenni a wo genau et do weitergeht. A fir d' Wanderpause bisse besser iwwerbregt ze kreien, huet Jeunesse Schnees eppes Neues aufhalle gelos. Anzwer invitéiert Jeunesse TV ze Summe mat der Jeunesse an dem Kichechef op der Kap op eng Table Ronde samstes den 10. Januar 15 Auer, wo iwwer de Letzebuer Fußball geschwert gëtt. Das Emissionioun déi sur Plas opgeholl gëtt, könnt Dir am Kader vun Jeunesse TV an den nächste Main kucken. An jiderin den interesseiert ass ass herzlich invitéiert no kucken an no Lauschteren zu kommen. Mat dabei sinn jeft Eisenpräsidentem Jean Cazzaro och de Fabrizio Bey vun Déiferdeng 03, de Guy Fusenich Vogrevemacher an den Roma Schumacher vum F91 Stiedling. A wann Di Partner hut de Manner um Fußball interesseiert ass, de kann an der Zeit jo en tuerdech de Kichechef man. Rendezvous also den 10. Januar am Kichechef op der Kap. Wir dürfen natürlich nicht ophalen, ohne den Quiz von der letzten Keier abzulesen. 2-2 war natürlich das Resultat zwischen der Jeunesse und Hurstadt. Und das wusste unter anderem Mandy Kuipers. Der könnt ihr auf einen guten Koch freuen von Jeunesse TV für 6 Leute, weil wir schon die letzte Keier an der Emission durften schmecken. Das Keier hummer keng neue Quizfro fir Ich, weil die nächste Preis, den wir verschenken, werden wir am Kader von der Table Ronde den 10. Januar am Kichechef
verspielen. Alle Leute, die durch Käse passieren, kriegen gratis los. An den Tierstoffhunner wird an der nächsten Jeunesse TV-Emission sein, die wir den 20. Januar ausstrahlen. Und ich kann ja schon verraten, dass es mehr wie E-Preiswert zu gewinnen gibt. Der könnt also gespannt sein. Das wäre dann noch schon für heute. Die ganze Equipe von Jeunesse TV wünscht ihr ganz schön Feiertag und eine gute Rutsch an das neue Jahr. Bleibt euch gesund am munter bis am kommenden Jahr. Making communications exciting.